Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum grossen Festbazar. Wir wollen Geld sammeln für unser Spital. Darum gibt es verschiedene Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Dessertbuffet, ein Rollstuhlrennen und natürlich auch eine Festzeitung voll mit Witz von unserem Dr. Fieberbein. Bitte gehen Sie uns eine Kostprobe. Was für eine Frucht kann man nicht essen? Orange-Perfin. Unsere Operationsspezialistin, Frau Dr. Nilpfi, trainiert bereits fürs Rollstuhlrennen. Ich muss nur noch ein Kurventechnik hier. Topfkollekte sammelt Schwester Kitty, unterstützt vom Dr. Kröttli, wo ein Patient spielt. Wo ist er überhaupt? Der sollte doch im Bett liegen. Oh. Ist etwas passiert? Ein Unfall? Operationssaal bereit machen. Ich bin's doch noch. Oh, Kröttli, bist du krank? Nein, aber weil ich heute ja muss einen Patient spielen muss, habe ich den Teddys gesagt, sie sollen mich im Pischi daheim abholen. Also, das ist ja der Gipfel. Und was wenn wir Teddys wirklich brauchen, ihr solltet nach schämen, ihr Faultier. Ja, es tut mir leid, aber ich bin halt so. Tja. Eine kleine Spende bitte für unser Spital, Herr und Frau Mu, bitte. Danke vielmals und bleiben Sie gesund. Es ist Mittag. Ich habe Hunger, Schwester Kitty. Also, Dr. Kröttli, Sie sind ja wirklich nicht krank. Sie müssen sich Ihr Essen schon selber holen. Nein. Ich möchte eben alles genauso wie richtig machen. 5 Salatblätter hätte ich gern. Und ein Rüebli. Oh, und ein Glas eiskalten Blumenkohlsaft. Also gut, aber nur, wenn Sie in der Zwischenzeit mit der Topfkollekte weitermachen. Eine kleine Spende für unser Tierspital. Das ist ja so anstrengend. Die Büchse ist auch viel zu schwer für mich. Ihres Mittag, Dr. Kröttli. Oh, er ist samt dem Bett verschwunden. Mittagessen bei uns im Tierspital. Alle machen eine Pause. Das heisst nur fast. Der Dr. Fieberbein trainiert verbissen fürs Rollstuhlrennen. Und der Dr. Kröttli gerade auch. Aber nicht im Rollstuhl. Hilfe! Mein Bett fährt vor! Ist es auch? Hilfe! Ich bin vom Bett überfahren worden, mit dem Flügel gesprochen. Hey, was machen Sie mit meiner Fischerrute? Geht Sie denn eigentlich noch? Telefonieren Sie lieber aber ein Doktor sein? Ich bastle eine Gipsschiene. Ich bin nämlich selber ein Doktor. Nein, das glaube ich nicht. Ich habe noch nie einen Doktor im rosaroten Pischi gesehen. Aua! Das war mein Flügel. Oh je, Mini. Ich glaube, ich muss unser Krankenauto bestellen. Da ist der Dr. Kröttli am Teich. Es hat einen Unfall gegeben mit einem Bett und der Entenquack. Moment, bitte, ich verbinde Sie gerade. Oh, da bin ich wieder müde. Auf die Seite! Notfall am Teich! Oh, ich friere plötzlich so furchtbar. Keine Angst, wir bringen dich direkt in ein warmes Spitalbett. Ich finde das Spitalbett voll daneben. Von so einem bin ich nämlich gerade überfahren worden. Was? Du bist von einem Spitalbett überfahren worden? Ja, es ist der Hügel durchabgerollt und voll Power in mich eingefräset. Wirklich? Ich glaube nicht, du bist auf den Kopf gefallen und jetzt weisst du nicht mehr ganz genau, was passiert ist. Aber keine Angst, es geht dir bald besser. Unsere Spitalbetten sind nämlich sehr bequem und garantiert unfallfrei, gell, Teddy? Und vor allem höflich. Sie würden nie jemanden überfahren. Ich bin von einem Spitalbett überfahren worden, glauben Sie mir. Hallo, sind Sie noch da? Die Polizei sind in Moment Ja, da bin ich. Die Polizei? Ich brauche doch keine Polizei.
Die würden mir nicht nützen. Die verstehen doch rein gar nichts von Verletzungspflege. Die kann ich nicht brauchen. Hey, was ist mit dieser Schnur? Da hat's also nicht bei meinem Handy. Habt ihr ein Problem? Ja, grüezi. Ich bin Doktor. Und Also, ich habe noch nie einen Doktor in einer rosa Pyjama auf der Straße gesehen. nein, ich bin eben ein Doktor, der im Moment gerade einen Patient spielt. Aber dann ist mein Bett einfach davon gesaust und im Teich gekumpelt. Zeigen Sie uns mal Ihren Bettfahrausweis. Am geschicktesten nehmen wir sie gerade mit. Aber Das ist ja der Quack. Er hat den Flügel gebrochen und erzählt dauernd, dass ihn ein Spitalbett über den Haufen gefahren hat. Wir glauben aber eher, er ist auf den Kopf gefallen. Er quackt die ganze Zeit sinnlos vor sich hin. Der Flügel muss sofort operiert werden. Wir müssen darum unser Basafest unterbrechen. Ich mache den Operationssaal parat. Kitty, bitte geben Sie doch der Frau Dr. Nilpfi und dem Dr. Krötli Bescheid. Ich weiss nicht, wo der Dr. Krötli ist. Ja, wo haben Sie ihn zuletzt gesehen? Im Bett. Typisch Krötli. oh je, Mine. Was soll ich noch machen? Wieso bin ich auch immer so faul? Ich werde schon wieder so müde. Alles okay? Nein, Hilfe! 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 Was ist los? Chill, Claude. Ich glaube, sie braucht einen Doktor. Werde ich wieder gesund? Ganz sicher. Bald schwimmst du wieder umeinander. Operationsbesteck parat machen. Operationsbesteck parat. Skalpell. Narkose. Narkose. Narkose fehlt. Was? Warum? Es tut mir leid, der Dr. Krötli ist nicht da. Wir müssen auf ihn warten. Was hat er eigentlich? Der ist doch so ein Faulpelz. Vielleicht hat er einen Schlafkollaps. Oder vielleicht hat er auch vor lauter Schlafen ganz fest Kopfweh bekommen. Nein, ich bin kein Vollpelz. Ich will es euch zeigen. Auf die Seite! Entschuldigung! Wer war das? Über den Dr. Ich Krötli? bin blind. Die Doktor haben keine rosaroten Pyjama. Auf die Seite! Da ist ein Notfall! Los, steht nicht voll umeinander, es pressiert. Schwester Kitty, ist der Patient bereit? Fieber bei, geben wir die Narkosemaske. Dr. Nilpfi, Sie können einen Startschuss geben. Wer seid ihr? Wer bin ich echt? Der Dr. Krötli. Und das ist ein Patient von mir. Also gut. Der fängt mit der Narkose an. Narkose ist am Wirken. Oh, wie geht's dir? Danke, schon viel besser. Zum Glück redet er nicht mehr von einem Spitalbetter. Ist das Bett bequem? Sehr bequem. Einfach cool. Und wisst ihr das Allerbeste? Es hat mich noch nie überfahren. Kommen, Teddys, unser Fest geht weiter. Mit dem Rollstuhlrennen erreicht unser Festbasar-Tag seinen Höhepunkt. Und wir stehen an der Zielgerade und sind gespannt, wer als erstes ankommt. Im Moment für Frau Dr. Nilpfi. Jetzt wird sie aber von hinten vom Herrn Dr. Krötli angegriffen. Er überholt sie sauber und kommt als erstes Ziel. Ich möchte ein paar Worte wechseln mit unserem glorreichen Sieger. Wie fühlt sich als Gewinner Dr. Krötli? Dr. Krötli? Dr. Krötli?